So, wenn wir über das Fargen gehen, wir wollen hier die Galater 5, wir wollen die ersten 12 Fargen übergehen. Und ich war da, das ist gewöhnlich mir andere Schriftstücke in die Biene, dann wird das Bild vielleicht klarer merken, was Paulus hier sagen hat. Aber wenn wir hier das übergehen, dann werden wir die Gedanken im Kopf haben. Sie ich frei, hat das wirklich klar, dass ich frei sie von den Gesetzen und von der Sklaverei, oder sie ich nur noch einmal bin. So, bloß, das ist wichtig für uns zu denken, wenn wir das überlesen, nicht, dass wir bloß gleich zu übergehen und sagen, na ja, das war da hier von der Schrift, aber nicht, dass einfach das Persönliche war für uns. So, der erste Vers in 5. Kapitel, das sagt, dann bleibt nun in der Freiheit, wo der Christus uns verhalten hat, und lasst uns nicht wahren Sklavenjagd ableihen. Wenn wir daran denken, dann, Abraham, der hat 2 Sehens. Der hat Isaac und der hat Ishmael. Ein wird von der freien Früh und ein wird von der Sklavenfrüh. Und das würde ich hier sagen, wir sind frei, wir stammen von Isaac her. Von Abraham, Isaac und Jakob und so weiter. Wir stammen von der Freie her. Wir sollen uns nicht weiter 3 Leute in der Sklavenjagd ankommen. Ein wird von der Sklavenfrüh und ein wird von der Freie. Und wir haben nun kein Gesetz, was uns sagen, dass wir machen Jesus tun, aber wir haben durch den Heiligen Geist in uns Hort haben wir den Verlangen, dass wir dann keine Dinge tun für Jesus, dass wir dann keine für am Leben in am tun. Und das hat nichts zu tun mit Dingen, was wir dann machen tun, und es hat den dankbaren Hort am zu tun, zu beweisen, was er tun für uns. Wenn wir kleine Geträge tun, dass wir Meier machen hier bekommen, die merkt, das, was hier geschrieben ist, das ist in gerade beschrieben, als wir in Apostelgeschichte 15, aber das ist der Meeting, was Paulus und Barnabas da haben mit den anderen Aposteln, wen dort Menschen hingekommen, die Proben frisch waren, und die Regeln und die Gesetze abzusagen. So, wir brauchen nicht da, wie Trägketten, das was die durchhaben. Aber was sie durchhaben, was sie dürfen sich einig worden, damit in Apostelgeschichte 15 wird, wir wollen das nur schmeier ab diese Menschen ableihen, dann haben sie die vier Dinge, was sie da abreden. Ich würde nun nicht übergehen, weil ich kann das wahrlich selbst nur sagen, Luther, wenn gewählt, aber Paulus, der Schrift, oder der Apostel mit Paulus und Barnabas, die sind sich einig geworden und schrieben hier im Brief von all den Gentiles oder den Nichtjuden, was sie zu tun haben, wenn sie zum Glauben gekommen. Und ich glaube, das ist wichtig für uns, dass wir das verstehen können, was uns abgeleitet worden ist von Gott selbst, dass wir nicht glauben, dass wir sind ein Part von das jüdische Volk. Und ich weiß nicht, wo Juden darüber fallen, und ich weiß, dass ich abwusste, aber ich weiß, dass ich wenig ein Jude, aber ich dachte, wir haben mit den Juden zu tun, wie wir ein Part von der jüdischen Volk sind. So. Und das ist nicht, was es tun hat, aber du weißt, das interessant, was die geschrieben haben zu den Nichtjuden in Apostelgeschichte 15, was sie sollen tun oder nicht sollen tun. Und wenn ich rede von nicht wahren Sklavenjagd ableihen, oder dass wir mit Freiheit in der Freiheit zusammenleben, was Christus uns zu verhalten hat. Und wir lesen dann in Matthäus, der 11. Kapitel, bei der 25. Vers anfangen, hier sagt Jesus da noch was bei. Erstlich, weil wir bei der Matthäus 11, Vers 25 sagt, darum sagt Jesus, Vater und Herr über Himmel und Erde, ich danke dir, dass du das für die Weise und Gelehrte geheim gehalten hast und hast die kleinen Kinder das offenbart. Das geheim gehalten, das Secret gehalten für andere, die nicht verstehen. Und hat für die kleinen Kinder das offenbart, sagt, ja, Vater, das ist so, als dir das gefällt. Alles, was ich habe, ist mir vom Vater gegeben worden. In den Sehen kann das keiner aus der Vater, und der Vater kann das keiner aus den Sehen, in wem den Sehen das offenbaren will. So, das keiner kann den Büter, wenn die das offenbaren will. Du kannst am Tag lernen, wenn die ropen das, nicht? Und dann hier ist die nächste Version sagt, dass wem hat er geropen? Wem will er das klar zu merken? Wo kann wir in Jesus kommen, in denen sie eine Klarheit und Wahrheit in so leben? Der 28. Vers sagt, er kommt alle an mir, die in ihrer schwere Last und gehen und bedrückt in Meid sind, und ich will ihnen Ruhe geben. Leicht meinen Jakob ein Lied von mir, weil ich sie sanftmütig und von Herzen demütig. Und sie wollen Ruhe finden für ihre Seele, weil mein Joch der drückt nicht, und meine Last ist leicht. Er will haben, dass jeder einer soll ankommen. Er sagt, ich sage dir bloß zu dir, wem das offenbart wird. Und dann die nächste Frage sagt, kommt Allah. Das ist nicht, dass er sagt,
Ich war ja hier so Special Treatment haben, ich war ein Hackertal als den anderen, ich war die war kräuen und die nicht, und dann mal sagen, würde was utfallen, er sagt, kommt alle nach mir. Und ein Teil von uns als Plotteacher Menschen, wir können vielleicht mitfallen in Bett fahren, wenn wir so eine bedreckte Wege was, dass wir abgebracht sind. Und er sagt, alle, was bedreckt sind und schwach misleiden oder haben geprüft, die sich selbst und so, die sind meid. Und sagt er, kommt nicht mehr, wenn mein Joch ist leicht und der Dreck weg. Er kommt alle nicht mehr, wenn jemand einen Ruf hängt für jene Säule, sagt er, kommt nicht mehr. Und das war ein bisschen treu, was Paulus sehr in der ersten Vers bleibt in der Freiheit, wo wir berufen sind, Christus ihn verhalten hat. Und wir sollen nicht treu, als wir uns Glauben Jakob leihen. Treu in Galater 5. Der zweite Vers sagt er, ich, Paulus, sei jünd, wenn ihr jünd beschnitten lassen, dann halb jünd Christus nicht. Ich sage noch einmal, zu einem jedem, der sich beschnitten lässt, dass er dann schuldig ist, das ganze Gesetz zu halten. Wenn ihr denkt, das Gesetz war gerecht worden, dann habt ihr jünd von Christus losgemerkt und sind nun von der Genut aufgefallen. Von der und dachte, vielleicht Leute, die meisten sich nicht beschnitten, das hat hier von geschrieben, aber das ist ein Bild von, dass wir uns wollen betegnen lassen, dass wir gewisse Art Menschen sind, aber das dann von Büten betegnen lassen. So dass das sollte sagen sein, wer wir sind, und wenn das von Bern noch nicht passiert ist. Ich sage, das beschnitten lassen allein, das habt ihr bei Christus noch nicht. Und wenn wir wollen sagen, uns untertegnen in der Welt mit uns, vielleicht uns gewisse, was antragen oder verteilen oder so, wir wollen uns auch untertegnen lassen, wegen diese Sorten Dinge, sagt er, dann habt ihr in Christus noch nicht. Wenn ihr wollen im Bett das Gesetz nur fallen, sagt er, dann seid ihr auch noch ganz schuldig. Je kann nicht bloß picken und sagen, ich war das und das und das und das, und das andere, das gehört mir nicht. Wenn ihr wollen damit anfangen mit dem Gesetz, du wen soll ich getegnet worden, dann seid ihr das ganz hauen. Wenn wir wollen, dass das Gesetz gereicht worden, sagt dann sie, wie von Christus losgemerkt und von Genut aufgefallen. Genut ist, was uns, dass wir kriegen dann, was wir uns nicht verdient haben. Genut ist, dass wir ein Geschenk kriegen von Gott, wenn wir nicht können zu geben, nicht können zu tun. Wir haben nicht könnt erst eine Antooling merken, wir haben nicht könnt Luther sagen, wir wollen so und so viele Toolingen merken, dass wir wollen kann die Genut betonen. Die Genut ist uns frei gegeben, und dass wir haben den könnt zu tun oder zu geben oder zu sein. Wir brauchen das bloß annehmen. Ich war in Lukas Kapitel 7 mehrere Versen lesen, wenn hier ein gutes Bild bin von dieser Art, wo, wenn du in Genut bist, wenn du in Genut bist und Jesus hat die losgemerkt von der Sinn, wo dein dankbares Hart soll eingestellt sein, oder wenn du nicht bist, wo das dann eingestellt ist. Und hier ist eine Geschichte, was Jesus sagt in Lukas Kapitel 7, bei der 36. Vers Anfang. Er sagt, dann lud einen von den Pharisäern am das ist ein Pharisäer am eingelud, mit am Top zu eten. Er ging bei den Pharisäern im Haus an und sah sich am Tisch. Und da steht wie eine Frau, die in Sünden lebt. Als er dort antwortet, dass Jesus bei den Pharisäern im Haus am Tisch saß, brach sie ein Glas voll Dieret Salböl. Sie hing am Stunden und hielt und fängt an mit ihren Tronen, die Feit zu waschen, und dreht mit ihren Haar. Sie küsst die Feit und geht die Öl durch. Als der Pharisäer, der ihm eingelud hat, das sagt, sagt er sich selbst, wenn das Mann ein Prophet wäre, würde er wissen, wer und was das für eine Frau ist, die am Eugerschied hat. Und dann sagt er, das Mann gedacht, und dann Jesus, der weiß, was er denkt, und dann sagt der 40. Vers, sagt, und Jesus sagt ihm, Simon, ich habe was zu sagen. Ich habe dir was zu sagen. Und er sagt ihm, Meister, sei. Dann sagt Jesus, ein Geldmann hat 2 Männer Geld geliehen. 500 Denarien schuldig, einer wird 500 Denarien schuldig und der andere nur 50. Die können ihm das beide nicht teil tun. Und er streckt ihre Schuld. Sag mir mal, wann von den beiden
was mein Leben für ihn haben. Simon sagt zu ihm, ich nehme an, dass er wem das meiste geschenkt hat. Sagt Jesus, du hast recht gesagt. Dann dreht Jesus sich nur die Früh und sagt zu Simon, sitzt du diese Früh? Ich kann bei dir im Haus nennen und du gibst mir nicht Wutter, die Feit zu waschen. Sie aber haben mich mit Feit gewaschen mit ihren Thronen. Sie haben mir die Feit mit ihren Thronen gewaschen und mit ihren Haar auf den Kopf, ihre Haar am Kopf gedreht. Du hast mir kein Kuss gegeben in dieser Früh, habe von dann an, als ich kam, nicht nur gegeben, meine Feit zu küssen. Du hast mir nicht Öl auf den Kopf gegoten, aber diese Früh, du hast mir scheinriechende Öl über die Feit gegoten. Du wen sage ich zu dir, sind viel Sünden vergift. Du wen als ihre Leib so graut, wie als wenn man wenig vergift ist, dem seine Leib als immer so viel weniger. Und Jesus sagt zu die sind, die eine Sünden vergift. Damit am Top das sollten fangen dann an, sich selbst zu sein, wer ist das, der sogar Sünden vergeben hat. Dann sagt Jesus zu dir früh, du bist durch deinen Glauben gerat, gut in Frieden. Wenn wir uns selbst müssen feststellen, dann, wir haben wenig Fehler, wir fallen wenige Dinge, wo wir gerade anfallen. Dann. Und dann, wo wir an, dass wir sind gerat worden, durch Jesus sein Blut, wir haben dann in uns innen sind wenig viel dankbar zu sein. Das ist früh, da sage ich, ihre Sünden wären fehl. Da sage ich nicht, krack, was der alles wären, aber da sage ich, wären fehl. Und das Morgen, ich glaube, dass weiten dort, was das für eine Früh wäre, wo die nicht lohnt, haben können anschieren. Das ist hier, dass wir eine schwierige Früh, dass wir sehr viel Sünden mit dir was. Aber auch wir das Leute, sie rohr mit den Thron, am der Feit waschen, mit ihren Haar, am der Feit nach drehen. Und dann sind die Eule über die Feit gehalten und sie eine Feit küssen und so. Die wird so gedanklich dankbar für was da passiert wird. Sie beweist dort in denen, was sie da tut. Und deswegen fragt Jesus den Pharisäer, wer würde mein Leib haben, der wird 500 Denarien wird vergift worden oder 50. Der wird 500 wird nicht, das sind viele Jahre zusammen. Und der wird sehr schwer, dass er das aufholen könnt, wenn er das jemals vorhaben könnt. So der wird der meiste vergift ist, die sind dann handelt der geratste Leib dafür, sind als dankbar. Und sagen, wenn du einmal gerat bist, dann kostet du dein Leben wegleben, dass du was, und dann schut mal was, dann kostet du im Sinn leben, wenn die das dann janken, aber die sind dann nicht mehr, und die angerecken, dann schut die das nicht. Aber wenn du wirklich ein dankbares Hart hast, dass du gerat bist, dass Jesus im Blut von deinen Sinn, dann habe ich da ein dankbares Hart, das ist früh hat. Dann beweist wir uns Leben, was wir dann wollen tun, das ist früh, was dann am Hart, wie was sie will tun, das Jesus sagt, dass die Sinnen vergift werden, soll er am de Feit küssen, am de Feit waschen und mit der einen Haare drehen. Ich sage, so ein dankbares Hart, wenn er wieder vergift werden. Das ist eine Person, die wirklich bekehrt ist, allgemein, ich will nicht sagen, ich liege da, ich habe mal überrein, aber allgemein sind eine Person, die Jesus auf all genommen, die wollten, dass sie sind gerat, sie sind nu am Wachen der Ewigkeit im Himmel nahen, und es steht in der Hall. Sie sind so ein dankbares Hart, der sagt, wo kann ich tun, um dir beweisen, was du hast getan für mich, wenn ich weiß dort, ich konnte nichts tun. Du hast mir das gegeben, frei, die Gnade ist frei, ich kann nicht tun. Wo kann ich dir das beweisen? Allgemein in Christ, was das wahre geboren worden, das ist, was dem hat, was er will tun. Wenn das ist, was ihm wollen ist, dann kostet dann krack, was die jankert. Wenn die wollen ist, dann Gott zu ehren mit dem Leben. Das Mann, der hat wenig für dankbar zu sein, hat Jesus eingeladen, aber er selbst doch, er wird einfach eine gute Mann in der Zeit. Er hat nicht, dass er besonders was hat, er braucht anderen oder so. In der Früh, wissen, was sie für was von Stand sie wird. Sie wissen, sie werden Sender. Und das war das, was von uns verlangt wird. Wir sollen das immer ansehen können, wir sind ein Sender. Wir können nicht unseren Sinn betonen mit Dingen, was wir tun. Das ist nicht möglich, das ist bloß nicht ein Ding, was das möglich zu tun. Aber wenn wir Jesus annehmen, dann wird er aufstrecken. Das wird nicht mal getut worden. Wenn unsere Hoffnung ist, dass wir wollen, ein Tag später begann euch nun seiner Jesus wem die Dinge, was wir tun, dann kicken wir nach einer Art der Hoffnung. Unsere Hoffnung ist in Jesus, und der Genug, was er uns für frei geschenkt hat.
Dus het zijn dat in Galater 5, vers 5. Onze hoopning is dat we durch den Heiligen Geist en durch Glauben voor onze God gerecht worden. Deze hoopning redt hier nicht von, ich hoop, ich will een dag goed genoeg zijn. Deze hoopning is wat we in Jezus hebben. Jezus is een zekerheid. Dat is niet een ding, wat we brauchen aan duren. Ich habe mir gesagt, dass wenn wir duren doen, dass Jesus allein alles betont ist, das ist ein bisschen, wenn wir zu Gott sagen, du hast die ganze Welt gemerkt, du hast die ganze Universe, alle Sterne, alle Planets, alles was du hast, hast du alle gemerkt, und alles was bewegt ist, alle Gräne, alle großen Bäume, Blumen, Menschen, und alles was du hast, alle Tiere, hast du alles gemerkt, und es ist alles perfekt. Und wir sagen, du hast mir reich, wir glauben auch noch, dass du den Sinn geschickt hast, in dieser Welt ans zu raten, aber wir wollen nicht, was du dort hast, ganz vor dich gemerkt. Vielleicht hast du noch was du fehlen, dann hast du nicht ganz gut, dass Gott sein, dass alle, was sie sehen, abnehmen, dann sie das euer Leben kann haben. Dann sagen wir zu Gott, du bist in alle Dinge sei gut, aber das ein Ding kann wir nicht tun. Wenn wir sagen, wie wollen das alles, was wir tun, man soll ich es verdienen. Unsere Hoffnung ist durch den Heiligen Geist und durch den Glauben, dass wir durch davon für Gott gerecht sind. Epheser 1, Vers 6, durch 8 sagt, nu können wir nicht anders als seine große Gnade loben, da uns hat toekommen lassen durch seinen Leben sehen, Jesus Christus. Durch Jesus, durch sein Blut für uns gegeben hat, sind wir losgekauft. Und uns sind die Sinnen vergeben durch die große Gnade, da in uns Leben nennt kam und uns die Augen für die Wahrheit aufmerkt. Wenn wir noch nicht haben, Jesus angenommen, wenn wir noch einmal an seine Wahlen leben, dann können wir noch nicht mehr die Wahrheit sagen, dass das ist, was uns fehlt, dass Jesus Christus, dass er die Lohn betont hat, dass er uns hat losgekauft. Wir sind losgekauft von der Sinn, mit Jesus sein Blut. In Römer 11, Vers 33 durch 36 sagt er, oh, wo reich ist doch Gott als uns Gott an beides, Weisheit und Erkenntnis. Wo allmählich ist das doch seine Gerechten zu begreifen und seine Wege zu verstehen. Weil wer hat gewiss, was Gott im Sinn hat, oder wer wir sein Rutgeber? Oder wer hat am erst was gegeben, darum dass er treue tut, dort einmal kann treue tut worden. Alles was du hast, kommt von ihm und ist durch ihm und ist für ihm. Er soll in alle Ewigkeit dafür geehrt werden. Amen. Mich freut, dass das Brief, wo uns einmal war, drei anwesend hat. Wenn ich glaube, in Deutschland, Plotteacher, wir haben kriegen diese Dinge, jetzt habe ich für Jahre einmal mit gestruggelt und was dann vielleicht noch Fehler. Dass Jesus Christus ist genug. Er sagte, wer hat dort gewiss, was Gott im Sinn hat? Wer hast du gewusst, zum Mut geben? Oder wer hat ihm erst was geben, sodass wir ihm sodass er uns treu tun mit der Seiligkeit? Gott sein Allwissen hat, Allwissen, allmächtig, das ist nicht, und da kann ich mal aussprechen, wo für Verse er ist, also wie, bitte wird der Schrift an sein, davon. Wir können sagen, er weiß alles, und wir sind dann niemals bei was, von hier auf uns wird die Seiligkeit ausleihen und uns die Klarmerken sagen, hier ist, worum ich das tun oder so. Wir können von uns auf am Rut geben, wo er soll Dinge tun. Alles die Dinge werden fertig gemerkt, er hat die Grundlagen von der Welt. Zodat we weer kunnen aankomen. Dan wordt het in Galater 5, de 6. vers zegt hij, wie Christus Jesus talt dort nicht einbet, ob je beschnitten sind oder nicht. Hij verlangt Glauben, der durch läuft zum Verschehen kämpft. Glauben wird durch läuft zum Verschehen kämpft. Und ich dachte ein bisschen an alle diese Dinge, die ich gebracht für die Foodbank. Das ist ein bisschen, wo der läuft zum Verschehen kommt. Die sind nicht mehr bloß bedeutet an ihren Salz, aber dann für die anderen auch. Sind wat vielleicht weniger Hand als hier, weniger, oder was de Hauptfehlen dat je nicht mehr bloß an je zelf beduurd zijn, maar je wel een andere mat houden. Dat is een beetje waar de leven van fertig zijn. En dat is waar kan in den Glauben bezien. Wenn sind Menschen dort wat eerst, vielleicht sind begierig gewesen, sind sehr nusig gewesen, haben bloß was für sich selbst und so weiter. Und dann sagen, dass der Zahnen so verändert, dass er wel een Anfang andere Matte halten, das ist ein gutes Bild davon. Dat er leeft, dus die weg verschijnt dat.
Der 7. Vers sagt, je wären all so fern auf den Weg. Wer hat jünt abgehauen, dass je nicht mehr nur das Wort hat horchen? Du hast da nicht bereit, da jünt beropen hast. Einmal war jetzt Paulus hier drin und fragt, warum sie je für den Weg aufgestoppt? Ich kann all der Wort hat gegeben, und hier wird all ein Weg gemerkt für ihn. Und einmal war fragt er, warum sind sie draufgestoppt? Wer hat jünt das bereit? Er sagt, das hat nicht da getan, wer jünt beropen hat. Das ist nicht von Gott gekommen. Gott wieder, was er beropen hat. Gott wird niemals nicht zu dir sein, wenn du nie gerat bist, nie sollst du trägen und von den Regeln und strenger zu merken und da sein zu hauen. Das ist nicht, wo Gott schaffen hat. Er hat das ans Loskeiten von sonst, wie kann frei sein am zu dein. Nicht, dass er kann sagen, nu bist du gerat, okay, nu geht nu anfangen all die Regeln auszuleihen, wo sagen wir am sollen nu fallen, oder wo sagen wir am sollen nicht nu fallen, aber wo für Regeln wir machen helfen, ob wir am kann nu fallen. Der 9. Vers sagt, dort nahm bloß ein kleiner Bett Hev, durch den ganzen Dicht zu gehen. Und ich glaube, die meisten von uns kann nicht hier noch gut verstehen, wenn wir sind abgewaschen und wir selbst den Zweiback backen und so weiter. Und ich weiß, wenn meine früher erst einmal meine Mama, wenn er ein kleines bisschen Hev macht, dann bin ich noch und auf einmal jaft eine große Kamm fallen, das schält waren, wenn sie nicht mehr schaffen dann. Und das war hier zu sein, wenn wir kicken dann nur proben, gut genug zu sein. Proben die Regeln und nur zu fallen, dass wir kann durch gut sein. Er sagt, das kleine bisschen Hev, daran irgendwann das ganze Leben nennen. Und dann bald haben wir uns ganz sein, dass dem, was ich angestellt habe, wir nicht mal nur genug horchen, dass wir glauben, okay, wir wollen das und das noch machen. Und dann mal strenger werden in dieser Sache. Und dann steht wieder das annehmen, genug, was er gegeben hat für uns, freiwillig. Und noch ein Ding war das, wenn wir proben, das alles zu tun, das Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 8, sagt er, jün Grautstaunen ist nicht gut. Sei erfahren, wenn wir uns selbst so vertrauen, wie kommen die Regeln noch gut alle noch? Wie kann so ein Leben tun, was unsere Regeln und Ordnungen und so weiter sind? Fertig kommt ein abgepufftes Hort mit. Dann sagen wir, ich kann das, ich kann nicht Grautstaunen. Paulus sagt ja, jün Grautstaunen ist nicht gut. Wollt ihr nicht, dass ein kleiner Baske hilft, den ganzen Dich so merkt? Hilft den allen südig wach, dass je in näher dich sind. Je sind doch Brot unsüdig, weil wir haben Christus aus uns Passalom, dort auch für uns geopfert ist. Weil wir doch richtig viel nicht mit allen südig, auch nicht mit dich von Sinn und Schleistem versucht, aber mit Brot von Reinheit und Wahrheit. Wenn wir denken, dann, wenn wir das ganz Beste, was wie Gott kann tun, ist, wenn wir erst wir machen weiten, was ist Wahrheit und was ist Reinheit. Was verlangt Gott von uns und wo können wir das tun? Den einzigen Weg, wie wir das können ausfinden, was Gott von dir verlangt, ist aussehen wird. Er hat das ausgeschrieben für uns. Er sagt, was das meint, geraten zu sein, und er hat uns gesagt, was das meint, für zu leben in den Weg. Und wenn wir da wollen, wir können in Reinheit, in Wahrheit für am Leben, dann müssen wir Zeit nehmen, in sein Wort aufdaten und sagen, Gott, was du für mich, vertalte mich durch dein Wort, sodass ich auch kann wissen, was du von mir verlangst. In Galater 4, Vers 10 sagt er, weil wir im Herrn eins sind, habe ich nach dort Vertrauen ingehend, dass die nicht wollen eine andere Gesinnung annehmen und dass Gott den strafen wird, der jünd verwehren wird, und don't wäre das. Liebe Brüder, wenn ich nach predigt, dass Menschen sich müssen beschneiden lassen, woran würde ich dann Verfallung leiden? Dann braucht doch sich keiner an Christus den Kreuz steiten. So Paulus sagt ja, wenn er nach dort bloß die Menschen sein, die gefallen, hier zu predigen, wenn er bloß dort sagen, was sie gleichen deuten, dann wo noch keiner sich an Jesus den Kreuz steiten werden, dort wird hier der Trouble werden, wir sehen, aber der Name kommt, dann sind jemanden, diese Dinge auch noch down, boven an, mit das, was die all down, werden dort für die Juden dort dann haben. Und wir sehen, was der Name kann provident bereden, dort auch. Und Paulus sagt hier, dass
wenn hij nog maar bloß dort deut, wat de andere ook al hingen aan kan deuten, waarom hij dan wohl mal Verfallung mit Lieden, dann wo noch keiner sich brauchen in Jesus den Krieg steiten. Von hij noch mal kriegt, dass er was andere, aber hij merkt, dass hier so klar, dass hij dat nicht durab, dass hij wel Menschen ihre Ohren kitteln, hij dat kommen, wenn hij wel de Wahrheit. Und das, was wir uns so der ganz schwanste merken in uns Leben ist, wo das Wahrheit und wo wir Gott fallen in Wahrheit, nicht, was wir uns vielleicht selbst kann deutlich merken. In 2. Timotheus 4, Vers 2 durch 4 sagt er, predigt dort Wort, auf der Tid reicht das oder nicht. Vermohn in Drev, aber blieb du bei geduldig, sprech am Mauttau, dass du dadurch was lehren. Willst du wird eine Tid kommen, in der sie die Sünde lehren nicht mehr verdrängen wollen. Und sie wollen sich lehrerisch anschaffen, die so lehren, was anderen gefällt, die am bloß nach den Ohren kitteln. Sie wollen ihre Ohren von der Wahrheit wegdrehen und lieber nur Fabeln horchen. Das Wort Fabeln meint hier bloß Geschichten an wahre Geschichten. Und vielleicht sind die wahre Geschichten manchmal, aber haben nichts zu tun mit Gott oder mit denen sie leben. Oder was Jesus getan hat für uns. Sie wollen entweder die Wahrheit verdreht worden oder wahrgenommen worden. Und die wollen lieber nicht, dass sie solche Geschichten hören, wenn die tun. Die können nicht verdrehen, wenn die Wahrheit gesagt wird, dass Jesus Christus ist gestorben und durch den sie im Blut gerettet worden. Du musst dann nach mehr andere Dinge tun und dann fangen sie an, sich alle solche Geschichten dabei zu tun. Sondern was nicht mehr wahre Geschichten würden sein für die Seiligkeit. Das ist ein Ding, was einer, oder noch viel von hier, das von der und auch, dass die legen, was sie reden, noch viel besser als andere, wenn die sagen die Dinge, was ihnen gefallen tun. Die sagen nicht, dass, vielleicht ist es ein bisschen anders, was Gott ihm würde sagen, aber sie können bloß ein bisschen besser verstehen vielleicht. Und dann gehen sie mit so einer Art Wahrheit mit dran, was wirklich nicht mehr Wahrheit ist. Wenn sie verlangen, ihre Ohren sollen nicht gekittelt werden. Sie wollen lieber seine Dinge hören, was ihnen gefallen hat, was ihnen irgendwo beipassen, lieber als wenn Gott irgendwann seine Trachtgewiesen mit seinem Wort, wo sie leben sollen. In Galater 4, Vers 12 sagt er, ich wünsche, dass die in Trübeln sich selbst schneiden würden und ihnen zufrieden lassen. Das ist eine sehr strenge Vers, was er sagt. Wenn die meisten sind vielleicht bekannt, was er meint, wenn sie sich beschneiden sollen. Er sagt hier today, da sind ein paar Menschen, die damit verschieden verstehen können. Der eine sagt, der meint so viele sagen, sich lostrauen von Ernt, nicht mal Gemeinschaft haben mit Ernt. Aber der andere sagt, das ist streng ist, oder er sagt, dass sie sich selbst für einen Guten schneiden, dass sie sich selbst für einen vergnügeln, sozusagen, wen die dann nicht Trübel merken. Das ist eine wichtige Sache. Wenn wir dann denken, dann dass das Brief anfangen, wo Paulus dann in Galater 1, Vers 8 sagt, er sagt, wenn wir sogar ein Engel von Himmel den anderen Evangelium predigen soll als dort, wo wir ihn gepredigt haben, den Lut verflucht sein. So wie wir vorher gesagt haben, sei noch einmal. Wenn irgendwer ein Evangelium predigt, das nicht mit dort stammt, was wir ihn gepredigt haben, der soll verflucht werden. Paulus redet hier noch streng reden, weil das ist eine sehr große Sache. Hier ist Wahrheit oder Unwahrheit. Und er sagt, hier sind Sinne, die sind nein gekommen, haben Dinge bei tun, die nicht Wahrheit sind. Und er wünscht, dass die sich für den Salz verschneiden, dass sie sich verflucht sein, leider, dann steht sie noch länger, wenn ich mit ihren Top sein. Wenn ihr dann nicht den Dolch schuden an. Und ich wundert ein bisschen, wovon stand Paulus hier was, dass er das drauf geschrieben hat, wenn er, das wird der erste Gegend, wo er hat, das Evangelium gepredigt, das wird der erste Brief, was er geschrieben hat in der West von seinem Brief. Und da wird Gott angefangen, und die Menschen haben gehorcht, und da wird ein großer Part wie geraten worden. Und ich habe gesagt, für die Hänger an und Prof, der kannst du verdorben, und er hat angefangen. Und er sagt, diese Menschen, Leute verflucht sein. Leute in den Fluch abgelegt worden. Wenn er das von der und auch, wenn er das mit der Schrift arg handeln, dass sie wollen, sagen Menschen mehr Dinge abzuleiten, oder sagen für sich selbst, Menschen kriegen mit ernst anfallen, leider aus, dass sie Jesus sollen verstehen können, anfallen hierdurch. Ich will mir nicht während sagen, dass das so verflucht sind, wegen für mich das sehr Kraft gesagt. Aber das, was Paulus hier sagt, das ist eine große Sache. Das ist sehr wichtig, wenn die wollen kommen, hier so alle Sorten verdrehen und arg tun, von was der Schrift oder was Jesus wirklich selbst gelehrt hat.
Wenn wir dran denken, dann Paulus sagt, er hat gleich von Menschen gelebt, was er prägt, wie von Jesus selbst gekommen. Und Menschen kommen hier und probieren dort zu verdrehen. Das war einmal so wichtig. Du weißt, dass hier immer war drin und sagt, die fangen gut an, wo sie geblieben, wenn die waren drin. Für Paulus ist wie eine sehr gute Sache. Ich habe ein Buch, das ich brauche, um zu studieren, wenn ich durch den Brief gehe oder durch die Schrift irgendwo. Und da habe ich gewöhnlich von einer Lesson stark hast, in mir Frauen. Das ist Warren Wiersbe, sein Buch, das ist ein Kommentar, da kann man auf einem Brücken zu studieren. Da habe ich gewöhnlich mir Frauen, und ich habe mir die Wasser hier durchgemacht, auch mit den Frauen sagen, wie uns das nicht selbst von kann annehmen. Die erste Frau hat die Frau und hat gesagt, wenn wir leben dann, um sein alles nur zu kommen, da wir dann leben über unsere eigene Kraft, probieren wir dann uns Leben vor zu merken, uns soll ich jetzt sagen, vor zu merken, über unsere eigene Kraft. Und wenn wir glauben, dass wir wollen einfach keine erregen mit unserer eigenen, mit den Regeln und sagen, nur zu kommen, so. Da wir dann das alles über unsere Kraft tun. In der Vergangenheit haben wir sagen, wir können nicht über uns selbst tun. Das ist nicht mehr möglich. So, er fragt hier, ist das, was du probieren zu tun? Wenn du probieren die Regeln alle nur kommen, wenn du probieren die Religion Charakter fallen, und steht Jesus Christus nur herangehen, probieren du das in deine eigene Kraft zu tun. Und was meint wenn Paulus hier sagen, dass du bist, wenn du nach was sein sollst zu tun, dass du dann bist von Genug aufgefallen. Was meint das, Frau, wenn er sagt? Dass wenn sie nicht nach der Wahrheit horchen wollen, dann sind sie von Genug aufgefallen. Oder warum braucht Paulus das ein Beispiel hier mit dat Hev, mangt das dich? Ich glaube, Hev in Eerst maar Hans ook Hev gehad, I guess, aber wir haben hier sehr viel, wenn die Backen dann das Mess aus dem braucht das Hev mangt und so, dass das natürlich gehen, dass ich kein feiner locker jetzt 2 Backen und so wieder, das sehr gut zum Brücken mangt dich, aber er braucht das hier aus dem Beispiel wegen, wenn wir nicht abhosten in unser Leben, dann kann es auch sich lesen, dass wir dann bloß wegen kleine Sachen können das ganze Leben umfangen, ganz anders zu looten, wenn ein klein bisschen hilft, dass den ganzen Kampf dich beim Vergehen, ein Charakter von einer ein klein bisschen mit Sinn spielen oder ein klein bisschen mit einem seine eigenen Dinge sein gut genug zu sein. Oder es heißt, dass uns Graut stehen, dass wir nicht gut. Ich glaube, ihr auch, wenn ihr probiert nicht in Salz, wenn ihr probiert Dinge zu tun, dort Salz nicht vor euch zu merken, das Bild, dort es für Gott nur zu uns nur zu kicken, dass wir uns dann Graut stehen. Dann probieren wir alle Dinge so nur zu kommen und uns Salz fangen wollen abzupuffen und sagen, ich kann das. Ich komme das nur, das sind die Dinge, was ich Salz kann tun. Sie damit aufstehen, dass dann für Gott und uns nur zu kicken, nur dann sie, wir sind uns probieren Graut stellen mit uns Salz. Unsere eigene Kraft, probieren Salz zu tun. Oder wo, das ist vielleicht eine persönliche Frage, die jeder einer sich selbst kann antworten, aber wo hat Gott in dein Leben die Genug bewiesen, was hier von reden wird? Die Genug ist Friede, die brauchen wir nicht betonen, das ist nicht so, was wir machen mit wegen Schaffen, oder nicht mal, wir machen, sagen, nur hier zu betonen, das ist ein Geschenk, was einfach bloß gegeben ist worden. Unser Leben nur hier soll beweisen, dass wir ein dankbares Hart haben, vielleicht ja, aber zum die Genug betonen, das ist nicht möglich. Bloß eine Frage für jeden ein, wo lässt das Bild in dein eigenes Leben, hat Gott die Genug bewiesen? Jeder von uns selbst kann ich das selbst antworten, ich kann nicht für einen anderen, bloß für mich selbst, für Gott mir hat Genug gewesen. Und würde so ja lange anklappen und dann will ich soll anfallen und ich will mir das nicht, wenn ich dachte, ich never kann mal, was dann mit der Schein ging. Ich will nicht haben nur fallen, wenn ich dachte, dann kann ich das nicht mehr tun und das und dort und ja und dann wollte ich die Dinge zur Seite leihen. Aber ein Tag sagt er, wir sollen nicht bloß horchen, was Gott sein Wort sein, das wir dort tun. Aber einmal wieder mit das, wenn ein Lichtbulb aufgeht, dann einmal wieder klar, das ist, was ich tue. Ich horch, aber ich komme in ihnen wach. Ich sage, ich scheine jetzt ein guter Prediger, dann hat es eine gute Botschaft und dann gehe ich wieder mit ihnen wach. Mit den einen Tag, was hier steht, das ist besser zu sein, dass ein Lichtbulb ging auf, dass ich kann sagen, was
was er gedaan hat für mich, dass ich wirklich ein von der wird, was einmal harchen da, aber nerv nicht das tun. Und von den Tag an dann fängt ans Leben unter anderem, dass nicht zusammen sein, der hat in den Tag bloß hastig wieder rein, alles ganz anders schnell leben, bei uns wird noch ein bisschen anders. Ich kann sehr schwere Zeit, was für diese Dinge aufzuleihen. Wenn ich heute noch so sage, mir selbst bin, das mal ich down, und das mal ich down, und das mal ich down, und zum das nur kommen, und wenn ich dort dann ein darf, dann ich nur kommen, dann muss ich wieder zurückkommen, frisch für zu gehen, dass ich frisch kann war, geboren sein, dass ich dann war, kann für wieder schaffen. Da haben wir zusammen wieder zurückkommen, frisch war, geboren sein, und dann war wieder schaffen, aber das schafft ich den Weg. Wenn Gott dir Rat hat, dann bist du gerat. Wenn du dann Fehler merken, dass ja, die müssen trainieren Gott gehen, das nicht, dass er dann nicht schuden hat, aber du bist gerat, du bist wahre Geboren, du brauchst nicht träge und frisch wahre Geboren sein, wenn sie es schaffen nicht. Einmal wahre Geboren sein, das alles, was er braucht, das alles, was er schaffen hat. Wir bloß noch einmal diese 12 Versen alle Eva lesen hier zum Schluss, und dann wollen wir eng merken. So, Galater 5, Vers 1, sagt, dann blieb nu in der Wahrheit, wo der Christus uns verhalten hat. Und lasst euch nicht wahre ins Sklavenjoch ableihen. Ich, Paulus, sage euch, wenn ihr ihn beschneiden lassen, dann habt ihr Christus nicht. Ich sage noch einmal zu einem jedem, der sich beschneiden lässt, dass er dann schuldig ist, das ganze Gesetz zu halten. Wenn ihr durch das Gesetz wollen gerecht worden, haben die ihn von Christus losgemerkt und sind von der Gnade aufgefallen. Unsere Hoffnung ist, dass wir durch den Heiligen Geist und durch Glauben vor Gott gerecht werden. Wie Christus Jesus teilt nicht ein Bild, ob wir beschnitten sind oder nicht. Er verlangt Glauben. Durch die Leib zum Verschieden, durch die Leib zum Verschieden kämpft. Die werden also fern auf den Weg. Wer hat ihn abgehauen, dass die nicht mal nur die Wahrheit horchen? Du hast ihn nicht bereit, dass ihn berauben hast. Dort nimmt bloß ein kleines Bett Hev durch den ganzen Dich zu gehen. Als wir im Herrn eins sind, habe ich noch dort vertrauen, in Jünd, dass die nicht wollen, in einen anderen Gesandung annehmen und dass Gott den strufen wird, der Jünd verwehren wird und don't wäre das. Liebe Brüder, wenn ich noch predigt, dass Menschen nicht müssen beschneiden lassen, oder dass Menschen sich müssen beschneiden lassen, warum würde ich dann Verfallung leiden? Dann braucht das sich keiner an Christus in Christus streiten. Ich wünsche, dass die Trübeln sich selbst schneiden würden und die Frieden lassen. Sagen wir 12 Verse sind wichtige Verse, sind schwere, Handel an sich. Weil wir zum Schluss noch beten. Himmlischer Vater, wir kommen für den Herrn Donny, ich finde das Marius, wir wollen dir danken, Herr, für wer du bist. Wir wollen dir danken, Herr, für deine Gnade, was du hast für uns gegeben, was du zu uns gegeben hast für frei, und dass wir haben können ein Ding zu tun. Wir freuen uns, Herr, dass du hast gesagt, dass wir rein alle kennen, die kommen, wenn wir schwer beladen sind, wir meid sind von allen den Sklavenjagd, was wir uns selbst haben abgelegt, und dass du uns Ruhe geben von unserer Seele. Wir danken dir, Herr, dass du immer wahrer, so geduldig und so leiftulich bist zu uns, wenn wir so verankert fallen down in uns leben. Ich freue mich, Herr, dass du jedem einen von uns kennst, der Ansicht geben, der Weisheit geben, durch den Heiligen Geist wieder kann ansehen, wo perfekt den Plan ist, um uns raten, dass wir die Weisheit haben, dass wir die hören, dass den Geist an uns Marach dafür streiten, dass wir deine Kinder sind. Wir danken dir, Herr, für alle Dinge, was du für uns getan hast. Wir danken dir, Vater, für das Brief. Wir danken dir dafür, Herr, dass du uns haben wir lassest, der Taub kommt, um dein Wort durchgehen, um sagen, was du von uns verlangt hast oder wo wir zu leben haben. Herr, wir danken dir für das und ich freue mich, dass du jedem einwirfst in der Hort rieren von der Marius, dass sie wollen. Wenn noch nicht, dass sie dann wir können zu der Ansicht kommen, dass du hast alles getan, alles vor dich gemerkt, dass wir können leben und wir können gottseilig sein. Wir danken dir, Herr, für den Sehen, Jesus, was für uns gestorben ist. Wir danken dir für diese Zeit, dass Jesus ihn nehmen. Amen.